schönen Tag gewünscht hier vom Eurobetrieb von Ettelbrück. An diesem zweiten Teil von mir brennen geht es ein Programm, das noch frei ist, den heißt Free Video to DVD Converter. Dem sind Spezialitäten leihen an dem Brennen von zum Beispiel MP4-Dateien, die direkt im Internet oder sonst wo hier hat, die direkt auf eine DVD-Scheibe brennt, dass ihr könnt daheim an eurem Player oder an eurem Computer logischerweise könnt benutzen. Dafür weiß ich schon Anfang an, wie das geht, für den Free Video to DVD Converter hochzuladen. Der Link ist unter dem Video wie immer. Wenn ihr den direkten Link da anklickt, da geht direkt der Ton ab und poppt die Fenster auf. Und die braucht just nach so einen Datei speichern. Die Linke sind natürlich auch von mir überprüft, du hast kein Gefahr dran. Die Datei ist das ist ein Installer, den hat schon downgeloadet. Wenn man die File ab beim Firefox in diesem Fall, klicken da und können dann noch schon die Fenster hier ein bisschen klein machen. Wir sollen dann hier ausführen. Poppt dann ab, ja. Das ist im Fall auf Deutsch, ja. Und muss ich nicht unbedingt alles subdrücken. So weiter. Dann natürlich also so weiter, den muss Obacht geben wie bei vielen anderen Programmen, da er nicht matt dabei kriegt, also so Werbung. Das ist einfach, weil schon die einzige Restriktion, die ihn hört, bei diesem freien Programm, den aber ganz stark ist, das wird der Hand gleich gesehen. Halt selberst immer Benutzer definiert machen, da das hier am Wäsch klicken, oder ein bisschen Werbung oder Werbeprogrammen drauf, was wir ja nicht wollen. Wir sind hier weiter, hier rum, Benutzer definiert den ohne Wäsch. Voilà, da könnt ihr hin, das ist okay. Ich passiere nicht, dass es ein bisschen sehr geht. Nur Drücken auf Fertigstellen hat er gesehen, erst ein Programm also auf einem Computer drauf. Die Datei auf ihrem Desktop drei Icons kriegt. Den DVD-Converter hat ein integrierten Brennprogramm. Ja, an den startet Programm bei Bedarf. Wir können noch einzeln starten, brauchen wir für Zweck nicht, wenn ihr das auch merken, können das auch so machen. Hier ist noch ein kleines Tool, das kann ich noch vom Desktop löschen. Voilà. So, nach ein paar Worte zur DVD. Die haben sich 1995 geeinigt auf das Format DVD. Da haben sie dann ein -R und ein +R. Die no Marche kaufen, die sind mittlerweile aber kompatibel mit allen Modellgeräten, mit der Playern, mit den Computern, mit allem. Die gibt dann ein paar Varianten. Es gibt ein DVD -R+R. Die 4,7 GB hat die normale DVD, also das ist ein Single-Layer DVD. Das heißt, das ist nur ein Scheibe dran, wo gebrannt wird. Die hat dann wie gesagt 4,7 GB, das geht durch für 90 Minuten Film bei normaler Qualität können eben zu brennen. Und da gibt es nach dieselbe Formate am Double Layer, die haben dann zwei Schichten dort, wo gebrannt wird. Das heißt, der Laser brennt durch die Eng für an Jana zu kommen. Du verdoppelt sich dann Kapazität, beziehungsweise du hat 8,5 GB dann zur Verfügung. Ideal für Videofilmer zu brennen, weil du einfach die Qualität mehr hoch oder wenn das Video eben mehr groß ist. So viel zur DVD. Wir starten also als ein für diesen Zweck liegen wir dann ein DVD Printable an. In dem Fall das auch ein Double Layer. Ich stelle ja mein Gerät an. Und dann brennen wir als Beispiel hier ein paar Video drauf. Ihr seht, wenn das Programm gestartet ist, also genauso einfach wie für den Burneware Free. Ihr habt hier nicht viele Darstellungsmöglichkeiten, weil die Default-Werte sind einfach schon perfekt, weil es dem Clio halt mir einfach möchte, für den E zu gehen. Schon hier
eng 3Dler Hai, die schon weisen, die Zeit ran, die schied für 45 Minuten ungefähr. Ja. Und du siehst da innen, bis zum geringen Teil du hat eng normal DVD. Ja. Eng mat 4,7 GB. Wann du die 3 Deler mat 45 Minuten die überschreiten, dann bisschen die gräst an dafür eng Double Layer geholt. Und da gesehen, dass die erstmal nicht ganz ausgefüllt. Dann guck ja, der nächste der Haken darstellen, dass er findet der Perl, mir steht schon per Default der Perl. Und in Amerika wird Mr. NTSC, klicken die Perl so gut in Europa. Und dann hat der Hai kann der just Qualität auswählen. Schon immer an der höchsten Qualität Hai. An den normalen, wie die do, das sind noch normale Filme, wie die Bonanza-Serie do. Die drücken wir dann einfach High Quality. Wenn du Widescreen hast, wirklich die am Kino so lebt, in so am 16 Format, also du musst dann den Widescreen holen. Mehr bei der oder anstellen. High Quality und dann so mal DVD erstellen. Und dann so mal das alles schon gut dargestellt, weiter. Also brauche ich nicht mit zu machen, wie so fertig DVD haben wir rauszuholen. So einfach ist das Ding. Wie weit schwätzen wir eigentlich vom Brennen? Bei einer Festplatte gibt die Informationen in den Nullen ausgelesen, wo sie mit einem Elektromagnet umgepolt sind. Ja, das heißt, ein Elektromagnet von der Festplatte, der kann immer eine Null machen, eine Null und so weiter. Und bei einer DVD, also so, du hast eine Farbschicht dran, die dann mit der konzentrierter Lut vom Laser dann durch die extreme Hitze, die du entsteht, eine kleine Vertiefung dran möchte. Das ist dann in dem Fall eine Null, die hat nur keine ausgelesen. Weil dann die Reflexion, wenn der Laser so auslesen geht, dann ist die Reflexion ähnlich wie bei dem, wo wo keine Vertiefung angebrannt ist. Ich verkürze nicht, dass du ein bisschen, weil das kann ein bisschen dauern. Ich meine, nur Männer wie 30 Minuten sind die 3Dler auf einer DVD gebrannt. Wie der Hai gesehen, weist ein Programmbescheid und wer da wäre DVD steht. Die könnt ihr mit der Maus auswählen oder auch der Fernbedienung mit der Fernbedienung eben die entsprechende Episode auswählen. Voilà, wir gesehen, die lebt. Der Brennvorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. Dann können wir hier schließen machen. Du hast den Teil vom Brennprogramm, den du abgegangen hast, nachdem es sie erstellt wird. Können wir alles dazu machen und das einfach alles fertig. So einfach also eben mit freien Programmen, einfache Programmen zumindest zu schaffen. Das ist einfach die Idee, die du hast, dass ich die Sachen vorstellen. An diesem Fall den Free Video to DVD Converter, den eigentlich schon eine enge Hauptfunktion hat, das dazu konvertieren an die TS-Dateien an also dann so zu brennen, dass ihr könnt auf eurem Player lesen. Hey, wenn ihr das Ding so macht, könnt ihr eine Restriktion, muss ein Xen, dass er nicht will upgraden oder so etwas. Das wäre, dafür kannst du ja auch nicht. Und das ist okay Programm, das irgendwo in einer gewissen Zeit überhaupt nicht mehr funktioniert. Den hast bei mir schon seit Jahren getestet. Ich kenne das Programm. In diesem Fall habe ich meine DVD auf ein Printable Scheibe gemäht, wie der halt sieht. Und die Scheibe du kann ich an einen Drucker machen, den ich noch kann DVD beschreiben. Ja? Und dann könnt ihr eben innen fertig DVD raus mit einem Bild, was ich dann wollt, drauf machen. Ein kleiner Schritt, den ich vergessen habe, für rund zum Programm zu suchen, wo das Ding gespeichert wird, wenn ihr die Firma einfach löschen oder so, steht hier Speichern in. Und da kann ich dann hier, wenn ich das drauf möchte, einfach zum Beispiel so, dass ich gehe auf den Desktop und da speichere ich dann alles drauf. Ne? Das wollte ich noch dazu sagen. So, da sind wir durch. Am nächsten Teil stellen wir nach ein anderes Programm für den Audio-Video-Converter,
Das auch mit den Konverter, den auch die Brandfunktion hört hat, viele andere Funktionen. Im L-Programm hört sich Spezifikation. Es gibt kein Programm, den alles so perfekt beherrscht. Und auch von der teuren Payos-Programm hat dieselbe Probleme. Dafür stellen wir hier ein, nur die Programme für. Also das ist ein Audio-Video-Converter. Ich hoffe, dass es dir ein bisschen gefallen wird. Dann könnt ihr mal ein kleines Like machen. Ist so nicht, merkst du auf dieser Platz. Bis demnächst.